Weihnachtsfest bald vor uns. Also es ist noch ein bisschen weiter hin. Hey! Guck mal, alle Menschen zeigen auf. Sehr schön. Da bitte. Weihnachten, genau. Weihnachten. Genau. Ich hätte jetzt auch noch gedacht, ihr hättet noch Nikolaus sagen können. Das gibt es auch noch. Das ist aber nicht so ein großes Fest wie Weihnachten. Ostern ist vielleicht schon ein bisschen länger hin, ne? Ach, übrigens! Der wird jetzt hier in diesem Plenum nicht hochgehoben, aber habt ihr das eben kapiert, was der gebetet hat? Wir haben heute ein Geburtstagskind unter uns. Echt? Ja, der Julian wird im großen Plenum nachher hochgehoben, weil wir singen aber kurz, oder? Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Julia, Happy Birthday to you. Oh ja, das ist Eigentlich schon 17. Mal Freunde. super. Okay. Jetzt liegt Weihnachten irgendwo vor uns und da ist es gar nicht mehr so lange hin bis Weihnachten. Wir haben nur noch 4 normale Dienstage. Weil der letzte Dienstag vor den Ferien ist dann nämlich, oder vor dem 4. Advent ist unsere Generalprobe. Genau. Und dann ist am letzten Schultag ist nochmal Dienstagsmittags, aber das ist dann schon unsere Weihnachtsfeier. Dann gibt es Geschenke, genau. Am 4. November schon. Nein! 24. Elia, rechnen musst du. Was ich kann alles aufzählen. Ich gebe dir mal Und unsere Reihe in diesem Winter, die wollen wir nennen, genauso wie unser Weihnachtsmix, Wunder über Wunder. Weil es ganz viele Wunder gibt, die eigentlich in dieser ganzen Zeit passiert sind. Und ein ganz interessantes Wunder, das wir heute erzählen werden, das handelt davon, dass man manchmal schon ziemlich blind sein muss, um was nicht zu kapieren. Ja? Aber bevor wir auf die biblische Geschichte kommen, haben wir euch natürlich erstmal ein Schauspiel mitgebracht. Aus unseren Tagen. Vor ihr spielt. Jetzt. Wir haben nichts vor, dann kann der kommen. Oh, das passt ja super. Ich war heute einkaufen und dann habe ich für dich deine Lieblingsdonuts mitgebracht. Ach, die mit der Füllung? Extra ein paar mehr, dann könnt ihr die essen. Heute Mittag. Genau, die mit der Füllung. Haben wir am Samstag was vor? Am Samstag habe ich eine Überraschung geplant. Oh, was denn? Wir gehen ins Kino. Ich habe dem Papa schon einen Termin eingetragen und dann gehen wir in die neue James Bond. Du, Mama. Ja. Es hat nicht an der Tafel gestanden. Was hat nicht an der Tafel gestanden? Ich habe eine Aufgabe von den Hausaufgaben vergessen. Und das hat nicht an der Tafel gestanden. Ja, die war schuld, die Lehrerin. Die Lehrerin war schuld. Ja, die blöde Lehrerin hat es ja nicht an die Tafel geschrieben. Wie bitte? Ja, und was ist jetzt passiert? Ja, das habe ich dir so ins Gesicht gesagt. Du hast deiner Lehrerin gesagt, sie wäre schuld und ich hoffe, du hast nicht das Wort blöd benutzt.
Doch. Ach nein! Okay. Und jetzt? Das kann ja wohl nicht sein. Du hast Hausaufgaben vergessen. Du hast sie wahrscheinlich verbummelt. Das stand doch bestimmt da. Und dann sagst du ihr das auch noch ins Gesicht, sie wäre schuld. Und? Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Das gibt's ja wohl Muss nicht. ich 2 Seiten Aufsatz in kleiner Schrift schreiben. Okay. Aber das ist nicht so viel. Okay, na, das ist jetzt. Jetzt kannst du den Besuch heute Mittag vergessen von deinem Freund. Was? Ja, das reicht ja niemals. Du musst deine Aufgabe und die Strafarbeit erledigen. Der Nachmittag sieht jetzt etwas anders aus. Das ist unfair. Ich kann doch nichts dafür, dass die blöde Lehrerin mich vergisst. Du hast mich wahrscheinlich auch gar nicht lieb. Das weiß jemand, was ich dir mal sagen kann, ich das gerade vergessen habe. Ja. Okay, wer hat sowas vielleicht ähnlich schon mal erlebt? So, das ist unfair. Also, ein paar sind ehrlich, alle anderen sind nicht ehrlich. Weil ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt. So, was hat der zum Schluss gesagt zu der Mama? Dana? Du hast mich gar nicht lieb. Du hast mich gar nicht lieb. Und denkt ihr, die Mama hatte den gar nicht lieb? War voll doof, wer die Mama? Ihr hattet den lieb. Pass mal auf. Ich hätte jetzt von euch gerne mal, woran habt ihr erkannt, dass die Mutter den lieb hat? Das konnte man sehen, also hören oder wie auch immer. Jakob. Zum Beispiel, dass dem Jungen extra Lieblingsessen gekocht hat und dass sie Genau, Lieblings, eins am anderen, Jakob, Moment. Also, Lieblings, stimmt das? Lieblings, das sieht so falsch aus. Lieblingsessen. Ja, hat die dem gekocht. So, was hat sie noch gemacht? Daniel. Sie hat für sie eine Überraschung gemacht ins Kino. Genau, die hat für den Überraschung gemacht, nämlich Kino. Kino. Sehr gut. Was hat er noch? Ja, jetzt sag. Er hat auch seine Lieblingsdonuts geholt. Genau, sie hat ja noch die Lieblingsdonuts geholt für nachmittags, ne? Donuts? Ups. So, okay, was hat sie noch? Ja, das Lieblingstrikot. Ja, genau, das Trikot für Sport, ne? Das Lieblingstrikot hat sie in Ordnung gebracht. Habt ihr noch was gemerkt? Was hat sie noch gemacht? Elia? Sie hat mir laut zum Freundspiel. Ja, genau. Freunde. Oder Freund treffen, genau. Jawohl. Das ist auch nicht unbedingt nur selbstverständlich. Ja? Was noch? Ja, Samu? Und die Lieblingssalami aufs Brot. Die Lieblingssalami aufs Brot, genau. Und wisst ihr noch was? Das waren schon ziemlich viele Sachen, ne? Und dann, was hat sie dann gemacht? Was für eine grausame Schrecklichkeit? Tabitha? Hat einem Freund das Treffen abgesagt. Ja, und warum hat sie das gemacht? Weil sie so richtig mal den Jungen eins reinwürgen wollte, oder? Wollte ihn so richtig mal ärgern, oder? Ja, richtig. Genau, aber jetzt noch nicht mal nur deswegen, sondern was hat er noch getan? Pauline? Okay, also er hat sich mit der Lehrerin angelegt. Hat er gesagt, sie ist schuld, dass er die Hausaufgaben nicht hat, hat sich mit ihr angelegt und hat dann Strafarbeit bekommen. So, würdet ihr jetzt sagen, die Mutter war total böse ungefähr, die hat ihn wirklich gar nicht lieb gehabt? Ja, Ruby, gell, ganz böse war die. Was würdest du sagen? Ha? Wie würdest du das jetzt hier so zu sagen, ja, so alles in allem, wenn ich alles zusammenrechne, war die ganz gemein zu dem Jungen? Nein, oder? Das war... Okay, also, die Mama hatte den eigentlich schon lieb, aber was hat er nur noch gesehen? Was hat er nur noch gesehen? Ja. Ja.
Genau, dass er geschimpft bekommen hat, ne? Und dann halt nicht zu den Freunden durfte. Hallo da hinten. Ja, genau. Also, dass er geschimpft worden ist und nicht zu seinem Freund durfte. Und alles andere hat er vergessen. Alles andere hat er vergessen. Und dann hat er gesagt, du hast mich ja gar nicht lieb. Ich bin immer der armes Kind. Ich bin wahrscheinlich das Ärmste auf der ganzen Welt. Wer hat von euch schon mal gedacht, wer das ärmste Kind auf der ganzen Welt? Manchmal denke ich das auch, ich bin auch der Ärmste auf der ganzen Welt. Ich glaube, das ist menschlich, das denken wir alle. So, wir werden uns jetzt ein Stück aus der Bibel anschauen. Da hat auch jemand irgendwie es nicht kapiert, alles zu sehen. Er hat es einfach nicht kapiert, hat es einfach nicht gesehen. Also hier, der Junge musste ja schon blind sein, um das alles nicht zu sehen und nur den Ärger zu sehen. Und der, den wir uns jetzt angucken, der musste auch blind sein, um nicht zu kapieren, was da wirklich abgeht. Umgebaut. Zacharias, du hast so ein Glück, dass du da mit rein darfst. Es ist eine so große Ehre, Gott diesen Dienst zu erweisen. Oh, ich will alles geben, auch mal da reinzukommen. Schau dir das an, es ist so prachtvoll. Ich hoffe, dass ich alles richtig mache und Gott zufriedenstellen kann. Wir beten für dich, Zacharias, wir beten. Wir wollen dir danken und dieses Opfer bringen. Fürchte dich nicht, Zacharias. Deine Frau wird ein Kind bekommen und du sollst es Johannes nennen. Er wird von Geburt an den Heiligen Geist in sich haben und der Welt, dem Volk, die das Volk vorbereiten auf die Ankunft des Herrn. Aber das kann gar nicht sein, nein, das ist nicht möglich. Ich bin viel zu alt und meine Frau ist genauso alt. Das geht gar nicht. Zacharias, ich bin Gabriel, der Diener des Herrn. Und der Herr hat mir befohlen, dir diese frohe Botschaft zu überbringen. Aber weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du stumm sein, bis dein Kind geboren ist. Oh, er kommt wieder. Wie war's im Tempel? Hast du Gott erlebt? Wie war's? Hattest du eine Erscheinung? Was? Hast du Engel gesehen? Warum bist du jetzt stumm? Sag doch. Sag doch. Ich Komm, glaube, er ist stumm. wir müssen das den anderen erzählen. Komm, Zacharias, komm, schnell. So, ihr Lieben, eigentlich sollte der Weihrauch brennen. Der wird wahrscheinlich sogleich anfangen zu brennen und dann wird es anfangen zu stinken. Genau. Nein, gut zu riechen. Okay, ihr Lieben. So. Machen wir den Tempel mal wieder weg hier. Abbauen. Okay, wer hat die Geschichte schon gekannt? Viele von euch kennen die Geschichte schon mit Zacharias. Wer weiß denn, wie das dann ausgegangen ist? Also der Zacharias, vielleicht nochmal. Der Zacharias ging also in den Tempel, ja, und sollte ein Opfer darbringen und dann ist ihm wer erschienen? Ein Engel ist ihm erschienen, ein Engel. So, und der hat ihm gesagt, Zacharias, mit dir ist eh nichts anzufangen. Eigentlich habe ich für dich gar nichts. Was hat er dem gesagt? Der hat ihm ja was gesagt, Alex.
Genau, er hat ihm gesagt, dass seine Frau ein Kind bekommen würde. Was hat er noch gesagt? Er hat nämlich nicht nur gesagt, eine Frau bekommt ein Kind, sondern was hat er noch gesagt? Er hat noch mehr gesagt, sagen wir mal. Du sollst es Johannes nennen. Soll es Johannes nennen, hat er also schon den Namen dazu genannt. Was noch? Er hat noch was gehört. Damit er schön sein soll. Ja, das war aber erst später. Hermine? Genau, dass es den Heiligen Geist hat. Das Kind hat den Heiligen Geist von Anfang an. Was noch? Ich habe vielleicht nicht so ganz verstanden, war das so schwierig? Ja, Er hat den Heiligen Geist in sich, um das Volk auf die Ankunft von Jesus vorzubereiten. Genau, es soll das Volk auf die Ankunft des Herrn vorbereiten. In der Bibel steht sogar noch mehr, dass er ein Prophet sein wird und dass er keinen Wein trinken wird und all solche Dinge. Also ganz viele Sachen. So, und was hat dann der Zacharias gemacht? Peter? Der hat gesagt, das kann nicht sein, weil wir sind schon viel zu alt. Genau. Genau, der hat gesagt, so Quatsch. Da kann ja jeder kommen. Da kann ja jeder Engel kommen. Ne? Ich meine, da kommt so ein Engel daher, aus dem Himmel direkt. Ne? Der Engel Gabriel. Wie oft habt ihr schon so einen Engel bei euch im Wohnzimmer gesehen? Ne? Also, ist schon ein bisschen hart, ne? Da kommt ein Engel aus dem Nichts. Das war, der Jonathan hat es bestimmt toll gespielt, aber das war bestimmt eine noch tollere Erscheinung da, ne? So groß und leuchtend und hell und was weiß ich, was der alles hat. So erscheint im Tempel, sagt dem Zacharias die beste Nachricht seines ganzen Lebens, nämlich, dass er einen Sohn bekommen wird. Darauf hat er nämlich die ganze Zeit gewartet. Und er sagt ihm sogar, es ist egal, wie alt ihr seid, trotzdem, ihr bekommt ihn trotzdem und es wird ein Prophet sein. Also was ganz Wichtiges. Und was sagt der Zacharias? Wo kann ja jeder kommen. Also er musste schon blind sein, war er offenbar, um das nicht zu kapieren. Ich weiß nicht, ob wenn hier jetzt ein Engel bei euch im Wohnzimmer, ne? Alexandra, heute Abend in deinem Schlafzimmer tritt plötzlich eine Lichtgestalt auf dich zu und sagt, Alex, ich werde dich berufen in das Reich Gottes als einen großen Propheten und du wirst wunderbare Dinge erleben. Da wirst du sagen, no. Nee, oder? Also ich meine jetzt mal ehrlich. Der musste schon blind gewesen sein. So wie unser Tom im ersten oder Tim im ersten Schauspiel, der nicht kapiert hat, dass seine Mama ihn lieb hat, auch wenn vielleicht was komisch ist. Natürlich war es so. Natürlich war es so, dass das für den Zacharias ganz komisch war. Weil er wirklich sehr alt war. Er konnte keine Kinder mehr kriegen. Also ich meine, zumindest die Frau konnte keine mehr kriegen. Aber wenn mir ein Engel erscheint, sollte ich es vielleicht glauben. Elina und Rocco. So. Und vielleicht geht es uns auch manchmal so. Manchmal geht es uns auch so. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt. Ihr habt einen ganz lieben Freund, den habt ihr schon ganz lange, habt ganz viele tolle Sachen mit ihm erlebt und dann macht er einen Fehler. Ich will nie mehr hier rein. Das sagt eine Freundin immer, siehst du. Genau. Also so Sachen erleben wir. Ne? Egal wie viele tolle Sachen man erlebt hat. Und dann passiert eine dumme kleine Kleinigkeit und wir glauben den Rest nicht. Ne? Also egal wie viele Engel gesagt hat, und das Wunder des Engels schon mal sowieso, aber der Zacharias glaubt es nicht. Oder sowas wie das mit der Mama passiert. Ne? Die Mama schimpft euch, weil sie euch lieb hat und weil sie weiß, ihr müsst es lernen, dass das falsch war, was er gerade gemacht hat. Du hast mich nicht mehr lieb, du kannst mich ja gar nicht leiden, die Welt ist voll unfair. Ja? Oder, das passiert ganz oft, Gott macht irgendwas nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört, aber ich habe das schon ganz oft gehört. Ich glaube nicht an Gott. Ich habe nämlich einmal zu Gott gebeten und dann wurde das nicht erfüllt. Und dann wurde das nicht erfüllt. Ich glaube nicht an Gott. Gott macht 1000 tolle Sachen. Gott macht 1000 tolle Wunder in deinem Leben. Aber die eine Sache, die funktioniert nicht. Dann kann es ja keinen Gott geben.
nicht kennen. Genauso wie vielleicht die Mutter den Grund hatte, ne, hier jetzt zu schimpfen an der Stelle, der uns vielleicht auch nicht gleich so logisch erscheint. Aber Jesus will, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm glauben. Er wollte auch, dass der Zacharias ihm glaubt, seinem Botschafter, dem Engel. Und das fällt uns aber immer nicht so ganz leicht, ne? Dass wir Gott glauben, obwohl vielleicht die eine Sache, für die wir gebetet haben, dass ich morgen die 1 in Mathe bekomme, obwohl ich nicht gelernt habe und eigentlich überhaupt nicht weiß, wie es geht. Ja? Und wenn Gott das nicht erfüllt, ja, dann kann es keinen Gott geben. Ist doch völlig klar. Dass er ganz viele tolle Sachen in meinem Leben macht, bemerke ich. So, und das fällt uns manchmal sehr schwer, deswegen wollen wir jetzt noch zusammen beten. Lass uns Licht bitte an. Okay, machen die Augen zu, ist auch egal, was deine Nachbarn machen. Und ihr könnt mir nachbeten. Lieber Jesus, du hast mich lieb. Und du bist ein toller Gott. Auch wenn ich nicht immer alles verstehe. Du bleibst ein toller Gott. Und du hast mich immer noch lieb. Hilf mir, Jesus, dir zu vertrauen. Auch wenn ich